Good morning. Ik groet jeder einem in Namen Jesus, der uns immer wahre, den dir Frieden schenken dat. Ja, das ist gut zu sein, dass noch so viel hier sind, von der aus morgens und es scheiner Tag, taub zu kommen und von Gott sein Wort anzuhören. Wir wollen ein paar Minuten nehmen, um bloß some Dinge aus dem Bulletin übergehen. Wir werden checken verweichen eine englische Message von Minister Milton Leive. Und dann wir sind in some Dinge, was nicht zu sind von der Roland hat, der ist in Alberta, Grassy Lake, und Bienvilla, ist in Winkler, und ich glaube Anton Pana, die sind noch vom Lake gefahren, Saskatchewan von der so werden wir für ihn beten. Und dann nächsten Sonntag werden wir Henry Peitasch, das ist ein Jugendjung, hier ist das an unser Kirche benehmen als ein Member. Auch für nächsten Sonntag, das ist ein Fellowship Meal, eine Multit war er taub haben, so wir checken fairerweise nur dort. Wir haben unsere Hosting Families hier angegeben, Abraham Asch, Ronald Knelzis und Solomon McMurray's. Für diese Werk ist nicht sehr viel an, Madwerks morgens, Plaktieren, und habe ich an Service in Arburg PCH, und das ist something, was viel gerechnet wird. Mein Dad, der kriegt immer verweicht, wenn dort kommt und rechnet dort viel. Und so, hopefully sind die Meier, wird dort viel rechnen. So, wir dort mit unseren Gebeten bestehen. Und dann für Freitag ab und an ist noch was für die Jugend an, Youth Singing. Dann bloß ein paar Highlights noch von den Prayer Requests, was wir hier haben. Wir sind adlige Jugend, was wir wollen, dass wir Werk nur NYP fahren, zum du mithalten, wir für ihn beten. Ich glaube, Anna Sawatzki und Sherry Ann Penner, wenn ich dort reich habe, die tun für eine Werk fahren, und dann sind Feline und Cornelson und John Martins, die für adlige Werk fahren. Wir haben noch für Milton und Catherine beten. Sie planen, dass sie Werk war Traino BC zu fahren und wieder durch mit der Kirchgruppe Anleitung geben und dort das Ganze establishen. So, wir wir für ihn beten. Und dann sind auch noch some Jugend, die wollen in Grandview mithalten mit Vacation Bible School, so das ist eine Zeit, wo die Kinder in der Schule sind, und das ist eine feine Zeit, Vacation Bible School haben. Dort sind gewöhnlich Kinder, die vielleicht in die Community kommen, die von der Bibel zu lernen. Und so, da sind auch some Jugend, die du haben vor von hier, von dieser Kirche, sind die Hillebrons Kinder, sind mir so Freddy in Lourdes, und wir auch für ihn beten. Wir Gott danken, dass er heute fair wieder Gesundheit geschenkt, er ist nicht tüß, und das sitzt so, dass er ganz gesund worden. Wir Gott danken dafür. Wir schlag auf ein paar Werk kriegen, und Gott ist gnädig gewesen und hat ihm Gesundheit gegeben. Und so werden wir uns untereinander in unsere Gebete gedenken. So, das ist von da Father's Day, das ist ein Tag, wo wir besonders an Führer denken. Und ich würde jeder Führer, der hier ist, Mut wünschen, und die Abgabe, was Gott für die hat, die Familie voranzustehen und anzuladen, so dass das für ihn gefallen wird sein. Meine Botschaft von der hat nicht mit Father's Day zu tun. Die Botschaft, wir tun wieder in uns Titus Buch checken. Und der Thema, was ich mich von der gewählt habe, was ich nenne, ist die Taufelesje Nurach. Die Taufelesje Nurach. Wir gleichen das alle, wenn wir Nurach hören, wenn dort von der Taufelesje steht kommt. Manchmal hier wir Dinge, und das hielt sich so, das wird sehr, das ist wichtig, dass ich mehr weiten davon das.
Und aber wir vertrauen doch nicht ganz, dass das ganz zuverlässig ist. Und dann, da was wir kennen, dass uns mehr ist, dass nun zuverlässig steht, gehen, uns mehr von der Neuigkeit zu vertellen. Und von daher, wenn wir an Gott sehen, Worten entdecken, zum Sein, was von it Nurreich heigeben dat für unsere Säule. Und so wie das ich auch sehe, wir dann wieder durch uns Titus Buch durchgehen. Wir haben das erste Kapitel selber durchgewasst. Und das zweite Kapitel, wir haben ein paar Botschaften gehört von, wo das eine Kirche ran soll, was die Männer ihre Abgabe ist und die Frühe ihre Abgabe. Und so von der Jank hat mich angefangen zu lesen, das zweite Kapitel, der 11. Vers, durch bat der 8. Vers und das 3. Kapitel. So, wir wollen das zweite Kapitel vorig merken, nach dem 3. Kapitel anfangen. So, Titus, das zweite Kapitel, Vers 11 anfangen zu lesen, ganz durch, aber das 3. Kapitel, der 8. Vers. Was sagt Gott sein Wort uns hier? In Vers 11 anfangen. Wils Gott seine selig machende Gnade ist für alle Menschen verandacht gekommen. Der lehrt uns, auch die gottlose und weltliche Leidenschaften oft zu sein, uns zu beherrschen und aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. Während wir nur dieselbe Hoffnung glüren, dort uns großer Gott und Heiland Jesus Christus in Herrlichkeit gekommen wird. Der sich selbst handjeft uns von aller eure Gerechtigkeit zu raten, für sich ein Volk zu reinigen, dort er selbst ähnend und dort jeden Gott tun will. Das ist dann, was du lehren sollst. Ermahnen vermahnen so aus dort sich gehört, lot die von keinem verachten. Dann gehen wir im 3. Kapitel nennen. Hol an das fair. Hol an das fair, dort sei der Regierung und die Gewalt haben, sollen gehorchen und immer bereit sein, Gott zu tun. Die 2. Vers. Sie sollen andere nicht schlecht reden und zu allen Menschen friedlich, freundlich und liebtulich sein. Wils wie wir zu einer Zeit selbst unvernünftig, ungehorsam, verehrt und verschiedene Lasten, Vergnügungen versklavt und lebten ein schlechtes, aufjänsches Leben. Wir wurden verstaat und verstaat andere. Aber aus uns freundlicher Gott und Heiland verandacht kommt, mit wo Gott bei alle Menschen wir, rat er uns, dass wir nicht dort wie Gerechtigkeitswerken abzuwiesen haben, dort wir sein einet mitleiden. Wir wurden dadurch nie geboren, dort er uns wasch und durch den Heiligen Geist nie Leben gibt, den er durch Jesus Christus uns Heiland rechtlich über uns kommen leiht. Dort wie durch seine Gnade sind gerechtfertigt worden, einer sind, wils wie die Hoffnung auf ewiges Leben haben. Das ist ein Wort, worauf wir uns verlassen können. Und du sollst gerade das immer wahre betonen, so dass die Vertrauen an Gott gesagt haben, sich bemühen, Gott zu tun. Das ist, was Gott dort allemal zu nutzen kommt. Das wir in 2019, glaube ich, als mir mal gewählt wurde, oder erlaubt wurde, eine Kirche anladen in Thailand. Und als ich da wir, und mir scheint die Abgabe groß immer war, für das, für uns, diese Menschheit abzustehen und zu predigen, dann weiß ich, dass ich einen Tag mal mit Zeit nahm und okay, nur bloß mal Gott zu sehen. Was würde es sein, dass er gleichen, dass ich zu dieser Menschheit immer war holen. Und das ist die Farge, was er mir dann durch sein Wort angeben wird. Immer dort war holen, das Evangelium. Wer wir sind durch Jesus. Wer wir sind gewesen, ohne Jesus. Wer wir nu sind mit Jesus. Das ist ein Ding, das ist nicht bloß für dich,
was du noch niemals von Jesus gehört hast. Das ist nicht bloß für dich, was nicht an Jesus glauben wird, aber das ist ein Wort, was da auch für uns als Gläubige ist, was da an Jesus glauben tun. Einmal war uns zu erinnern und nur zu denken, wer wir von der uns sind, nicht wegen wir das so gut verhandeln, dass wir das so gut verstehen, aber wegen was Jesus in uns Leben getan hat. Billy Graham, dass wir ein sehr großer Evangelist in der Welt, hat sehr viel gepredigt. Und zum Anfang von seiner Ministry, dann dat hij wil predigen. En hij valt zo dat heeft niet veel gedaan. Als een redner, manchmal valt zich het zo, dat heeft geschaft, dat heeft kunt wat erklären en de mensen hand dat kunt vernemen. Of course, zijn we allemaal met ganz afhängig von Gott in sein Heiliger Geist. Aber Billy Graham ging hier eine Zeit durch und er wusste nicht, warum das nicht geschafft hat. Und er hat ein Haus nach dem ein Gebet und am Essen so, dass er hat vielleicht eine gute Botschaft gehabt, aber something wie nicht durch was. Irgendwas hat es und was hat es gefehlt. Dann kommt dann ein von seinen Arbeiter sein, weißt Billy, was der Missing wir in deine Botschaft von der und wir, du darfst nicht das Evangelium predigen. Und dann mögt er die Entscheidung von dann und wieder, und jeder Botschaft, was er wird er von das Evangelium auch noch reden. Und er hat nur dem Tausende Botschafter und Tausende Menschen sind nur Jesus gekommen. Das ist die Hauptsache, das ist die Foundation von das christliche Leben, das ist das Evangelium. Wir können in all Zeit spenden, eine Bibel zu lesen, oder als ich alle durch, und als ich all sehe, wir haben alle Dinge abgenannt, wo wir uns sollen, wo wir in dieser Welt leben sollen, was unser Abgabe ist als Christen, wo wir sollen mit anderen umgehen, wo wir sollen leiftulich sein. Wir können in all Port von unserer Zeit uns immer schwor machen, Dueck dort alle erfüllen, was die Bibel verlangt von uns. Aber manchmal braucht es, dass wir nachher trägen nur die Warum. Warum? Weil Gott handelt, wie sie das leben sollen. Ich hier diese Werk eine Geschichte von Scientists, die haben mal was ausgefangen, und das ist, was sie getan haben. Sie haben 5 Open in einem Cage gestoppt, und an boven im Cage hat sie eine Banane abgehangen. Und wir haben das so wie gesagt, zu holen, dass oben die gleichen sei eine Banane. Und so was sie getan haben, dann haben sie die oben genommen, die Bananen die boven angehangen, und dann die Tag gelassen. Und sie schwimmen aus einer wollte abklettern und die Bananen nehmen und eten. Dann haben sie die oben rein alle mit kaltem Eiswasser begoten. Und dann werden die wieder raufgekommen. Und dann einmal war es das. Jedes Mal, wenn eine Ob hat, wollte nach Hause kommen, die Bananen holen, haben sie die mit kaltem Eiswasser begoten. Und dann, nun eine gewisse Zeit, dann, wenn eine Ob wollte nach Hause kriechen, dann werden die anderen Feier alle reingewaschen, haben die eingehauen, sie wollen nicht mit kaltem Eiswasser begoten worden. Und so, als das ist passiert, dann tun sie mal eine Ob zurücknehmen und eine frische Ob nehmen. So sind die 5 Feier haben das erfahren, eine hat nicht. Und der ist für nicht schwierig, nur die Bananen, weil dann nach und die andere Feier hauen die ein. So sie haben die 5 die nie Ob, die haben das niemals erfahren, aber die wird eingehauen, Und so steht mit der Zeit, über dem haben sie alle 5 Oben frische genommen. Und so wenn es einer von ihnen nach Hause wollen, die Bananen nehmen, dann sind die anderen Feier ganz klar, dass das wollen wir nicht lassen. Aber kein von diesen 5 hat etwas mit Wutterbeplängung gekriegt. Dass wir bloß, sie haben sich das nicht so angewandt. Wenn wir durch nach Hause wollen, dann muss das eingehalten. Und es sind viele verschiedene Dinge, wo wir an dort angehen können. Aber manchmal ist es so, wir sind so fast und das macht nicht. Wir haben das vergessen. Warum? Du hast eine Ursache.
Und der Ursache ist, dass wir leben hier für Jesus. Du hast eine Ursache, woran wir an some Dinge auf sein tun und some Dinge nicht tun. Du hast noch ein Woran. Wir sind nicht bloß geprogrammt, für einfach durch das Leben zu gehen. Du hast eine Ursache. Das ich will sagen, eine Botschaft an gute Worte, dort ist wichtig und dort ist important. Aber du hast eine Ursache für die gute Worte. Und die Ursache ist das Evangelium. Und dort ist ein von den Dingen, was wir an des Tages finden. Je wir so steht, nu sei je so steht, warum? Wieso ist es nicht anders? Und das ist anders, wenn Jesus hat mitliegen gehabt mit mir und dir. Was ist das Evangelium? Was das ist, in Kort, was das ist. Gott hat uns erschaffen, wir lesen dort in 1. Mose, die erste Kapitel, von wo Gott die Welt erschaffen hat. Und das letzte Ding, was er erschaffen hat, dass wir den Mensch, Adam und Eva. Und er hat Mensch gemerkt, und er plant in ganz perfekt Garten von Eden, und er sagte durch und stellt ohne Arbeit durch im Garten. Wir können uns dort bis meisten, ich glaube nicht, dass wir uns das wirklich können feststellen, wo Schein der Mensch dort durch hat. Dass wir in Garten, wo dort keine sind wir noch nicht gewusst, Gott hat dort erschaffen, Gott hat gesagt, das ist gut, und dort wo der Mensch wir. Aber wir wissen, dass der Mensch, der bleibt nicht treu. No, Gott hat im Garten einen Baum gesagt, und davon hat er gesagt, sollen keiner eten. Adam und Eva, die gehorchten nicht. Und damit kommt Sinn und Leben an, und dadurch kommt Sinn auf diese Welt nach. Und so ist für das Lehren in der Bibel, Sinn trennt uns von Gott. Das ist der Result von was passiert, von der Sinn ist. Sinn trennt uns von Gott. Die Adam und Eva, die werden getrennt von der neuen Gemeinschaft, was sie in ihr Leben hatten. In Jesaja 59, der 2. Vers, du sagst Gott, das sind jene Sünden, was jünd von mir getrennt haben. Das ist jene Sinn, woran ich mein Gesagt von jünd nicht mehr sein lassen darf. Das ist jene Sinn, woran ich jene Gebete nicht mehr erhören darf. 2. Mose, der 32. Kapitel 33. Vers, du sagst Gott zu Moses, wer einmal gegen mich gesündigt hat, den will ich aus mein Buch rausstrecken. Und so steht sind meine Vers, was wir reden von der Trennung, was passiert zwischen Mensch und Gott, wenn wir Sinn haben. Wir lesen in Römer, der 3. Kapitel, der 23. und 24. Vers, da reden wir dort, wir haben alle gesündigt für Gott. Und dass wir sind falsch kort und dort, was Gott verlangt von uns. Wir können dort niemals nicht vollbringen, was er von uns verlangt. Wir sind für immer getrennt von Gott, wenn wir in unserem Sinn bleiben. In Kriegsaus, wie in uns Text von der lesen, dass die treue Gemeinschaft von Gott kommen, dort wir nicht wegen wie so eine gute Worte haben. Nee, dort braucht something else. Dort braucht was anderes. Gott allein ist der, was uns Sinn vergeben kann. Das ist kein Priester, das ist kein Prediger, was uns Sinn vergeben kann. No, Gott allein ist der, was uns Sinn vergeben kann. In Markus, das 2. Kapitel, da habe ich die Geschichte von des gelähmten Mann, was er nicht selbst nur Jesus kann, was wir in der Feier von seinen Freunden, die hoben ihn ab in sein Bad und brachten ihn nur die Stätte, wo Jesus predigen hat, mürken den Tag ab und brachten am derchen Tag rauf, kriegt du nur, wo Jesus wir. Und was wird, was Jesus zu denen sieht? Ein von den Dingen, was heute am sieht, wird das. Deine Sünde sind die vergeben worden. Und dann, was sagen die Pharisäer am? Wer ist das? Was sagt er? Du hast keiner, was kann Sinn vergeben aus Gott allein. Und dann stellt sich Lothar und sagt er, und dort je weiten da, und dort ich die
Macht han Sinn zu vergeben, durab, sag ich, stu ab und go. Jesus, Gott allein ist der, was der kann Sinn vergeben. Jesaja 43, 25 sagt Gott, ich sie da, was deine Sinn wird von die Weg nehmen. Ich sie da. Der 32. Psalm, der 5. Vers, du sagt der Psalmist, ich will meine Sünde und meine Ungerechtigkeit nur Gott bekennen. Und du Gott bist der, was mir vergeben dat. 2. Chronik, das 7. Kapitel, du sagst, ich will von Himmel hören, wenn die mir wollen anrufen und die Sünde vergeben. So, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist das, wir werden perfekt gemacht, Sinn kommen, wir sind von Gott getrennt und Gott ist der, was uns den Sinn vergeben kann. Wo ist es, dass er uns den Sinn vergeben hat? Wir sind so bekannt mit das Vers Johannes 3,16, Gott uns so lief gehabt. For God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. See, Jesus ist der, was da kam, zum Evakumen, wo der erste Adam, der erste Mensch, wo ich und du immer nicht evakumen können. Weil wir waren 3 Uhr im Garten gehen. Adam wieder in das Garten, ganz perfekt, ohne Sinn, ferne Gemeinschaft mit Gott, nur Gemeinschaft mit Gott. Und er fällt durch in Sinn an. Und was passiert? Er wird getrennt und er wird rüt in die Wüste gestoppt. Okay? Er hat es perfekt, er versündigt sich und er wird rüt in die Wüste gestoppt. Dort wo Mensch abendet, mit Sinn. Dann kommt Jesus, wo wir Jesus, er wie im Himmel. So er verleiht, der perfekt steht, komm rauf in diese Welt nennen. Und dann, wo sagt es nur seine Taufe, Markus das 1. Kapitel, wo wird was am Hand gelehrt wird. Der erste lehrt am in der Wüste nennen. So nu wir Jesus von der perfekt steht gekommen, raufgekommen nur die Menschheit, und am Wort in der Wüste angelegt, und was passiert da? Am Wort durch versucht. Und Jesus, wir nun nicht an die perfekt geworden, no, er wir ab der steht, wo ein Mensch abgeändert wird, am Wort durch versucht, und was passiert? Er überkommt. Sie er überkommt in die Städte, wo ein Mensch nicht überkommen kann. Woran overkom hij dit weer poort van God zijn plan, dat Jesus ons wordt een voorbeeld zijn. Hij wordt overkomen in de areas, die man zware 3 naar de perfect steed brengen. Im Oude Testament heeft God ons hier allemaal een beeld gegeven van de opfer wat dat brokken wordt voor onze zin. Dit deed allemaal verder weg dienen naar Jezus. Dit deed allemaal verder weg dienen naar wer Jesus ist, was Jesus seine Arbeit wird sein. Dass Jesus sein Leben wird für uns geben, dass wir können frei sein. Und dann, wir skippen hier viel, Jesus hat ein perfekt Leben, aber dann kommt das Kreuz. Und das sind ein paar Wörter, was er am Kreuz sagen wird, was für mich anzubesein sehr wichtige Wörter sind. Wir weiten, das sei aus dem Kreuz wir, dann sagt es, dann auf einmal schrie er ut, mein Gott, warum hast du mich verloren? Und ich glaube von der, dass die Ursache, dass Jesus, der wir durch das muss sein, er muss das experiencen, dass Gott am verloren hat. Die Ursache, dass Jesus dort durch muss, wir, dass ich und du nervös worden dürfen, die anderen sein, mein Gott, warum hast du mich verloren? Jesus ging das durch, dass ich und du nicht worden dürfen. Dann ein Stützchen nur dem, dann sagt Jesus, das ist vollbracht, das ist vorig. Kriegt die Arbeit, was Gott am geschenkt nu hat, die wir nu vorig. Nu wir du in Weg. Er hat dort erfüllt, worauf Gott am hat geschenkt.
dat wir nu vorig. Sagt, that it is finished. Dat is vorig. En dan wordt hij begroefd, 3 dagen later stond hij op. En zo is hij nu ons de heiland voor al die wat in hem geloven doen. Jezus, er God, die vergeeft onze zonde door Jezus zijn voorgearbeidet Kreuz. Wanneer we dit geloven doen, wanneer we dat met ons mul bekennen doen en we geloven dat aan ons hart, dan zeg ik Römer 10, de 9e vers, dat dan zijn we waren 3 in een relationship met God. We hebben dat waren vorig. Dat is waren door. We hebben gemeenschap. Gott, die kann in jeder Mensch raten. Wir lesen dort ganz zu Anfang von unserem Vers, Titus 2. Kapitel, der 11. Vers, weil Gott seine selig merkende Gnade ist für alle Menschen verandacht gekommen. Das ist für jeder einen. Wird schwarz, andere klar, kriegen dann, was er getan hat. Das ist für jeder einen. Und das ist, warum wir so mutig werden wegchecken, nur wenn er wiederkommen wird, because wir haben uns nicht Angst. Wir sind ganz überzeugt, weil wir haben Glauben gehabt an Jesus, dass wir dürfen uns nicht grüßen für den letzten Tag. Warum ist es important, dass wir uns immer wieder über das erinnern, so dass wir dort nicht vergessen, von wer wir sind gewesen. Das hilft uns, dass wir demütig bleiben, wenn wir mit anderen Menschen umgehen, in der kommen Schwierigkeiten über dir. Wenn wir immer wieder uns erinnern und wer nicht durch Jesus seine Gnade sieht, das hält uns demütig. Das hilft uns, dass wir Mitleiden haben mit uns anderen Menschen, mit uns Mitmenschen. Es hilft uns, dass wir immer wieder nicht an uns selbst glauben, aber dass wir uns an Gott halten tun. Das hilft uns, dass wir mitleidig und sanft mit anderen Menschen umgehen. Je weet, wir haben diese Geschichte in Matthäus 18. Da haben wir das Knecht, was der Boss, der checkt durch seine Beker durch, und er sieht, dass ein Knecht, was am sehr viel schuldig ist. Das nannte 10.000 Talents, nannte er ab. Wofür wir 10.000 Talents? Sie ein Talent, dort wir 6.000 Denari. Sie das sind für andere Geldzahlen, das was wir von der umbrücken. Aber ein Talent wäre 6.000 Denari. Und ein Denari wäre ein Tag Wages. Und so ein Talent, dort wir 20 Jahre Wages, wenn die 6 der Werk schaffen dort. So dort wir ein Talent. Wofür wir das Mann schuldig? Sein Boss gegenüber, das sehen wir 10.000 Talents schuldig. So ein anderer wird, dass wir 60 Millionen Denari oder 200.000 Jahre all sein Lohn nur den Boss zu geben. Das ist eine Soul, das kann fort sein, das wird er niemals holen können. Das hat sich so verschuldigt, er wird so verschuldigt, er wird kein Weg, dass das ever zu holen ging. Und der Boss, der streckt ihm dort. Und dann geht er raus und dann sieht er, wer 100 Denari schuldig ist. 17 Werk Wages. Na, das ist keine kleine Zahl. Wenn wir das mal vereinfacht sein, das ist ein Drittel von den Jahren annehmen. Das ist eine große Zahl. Da ist wirklich was passiert. Und er will haben, dass er am soll, das Verantwortung alle 3 geben, und er ist nicht gnädig. Sie hat vergessen, was sein Boss für ihn getan hat. In andere wird, das ist ein Bild von dem Mensch und Gott. Die 10.000 Talents, die sind wir alle schuldig, nur Gott. Wir niemals unseren Sinn alle betonen können, selbst als allmählich Ding. Gott hat uns dort gestreckt. Und nu, wenn wir in uns Leben umgehen mit anderen Menschen, manchmal sind es Schwierigkeiten, was wir beleben. Und das ist wirklich, das ist eine Schwierigkeit.
Aber Gott will haben, dass wir sollen das behalten, was er für uns getan hat, damit wir das wiederreden können. Und so, ich hoffe, dass wenn du ein Gläubiger bist von dir, dass du bist mutig in dein Leben. Und wenn auf einmal wer ist, was er noch nicht glauben wird, du glauben, für das auf einmal für einmal zu laut ist. Mocht Gott den Tag wieder segnen. Und Dankeschön.